Ich würde gerne auch eure Stimme ein bisschen hören zu dem Thema Inspiration und ich habe euch da eine kleine Umfrage mitgebracht mit verschiedenen Bildern von Sachen, die viele Leute inspirieren. Ihr dürft euch eins auswählen und wir wollen mal schauen, wo das die grösste Inspirationsquelle bei uns zu finden ist. Es könnte ein schönes Gemälde sein, ein feines Essen, es könnte sportliche Höchstleistung sein. Vielleicht hast du eine Sehnsucht nach Skifahren und den Bergen oder so Technikroboter. Überlegt euch, was ist das, was mich am meisten inspiriert von diesen 5 Sachen und ich will nachher eure Hände sehen. Wählt euch nur eins aus. 3, 2, 1. Wer sagt, ein schönes Bild ist das, was mich von dem am meisten inspiriert? Ja, doch ein paar. Wer sagt, Essen, das ist wahre Inspiration? Merkt euch die, das sind die noch zum Mittag mal einladen müsst. Aber ihr müsst dann auf einen kochen, sonst ist es Eigengoal. Wer sagt, sportliche Höchstleistungen? Triathlet? Ja, könnte ein bisschen mehr sein. He? Wer sagt, Skifahren und Berge? Ich auch. Und wo sind unsere Techniker, Roboter? Wer sagt, das inspiriert mich? Ja, das sind die wenigsten. Ihr seht, die Meinungen gehen schon recht auseinander, oder? Was sind das für Sachen, die uns inspirieren? Und ich habe mich auch schon gefragt, bei dem, wo dich am wenigsten kannst anfreunden, wie um Himmels Willen kann einem so einen Roboter inspirieren? Oder wenn du so ein Roboter-Typ bist, denkst du, Sport. Sofa, das inspiriert mich. Vielleicht zuschauen, aber selber nicht raus, so schwitzen, das ist nichts für mich. Es ist schon erstaunlich, oder? Wie unsere Meinungen so auseinandergehen, wenn es um das Thema Inspiration geht. Und vielleicht geht es dir auch so mit den Christen. Du denkst, warum um Himmels Willen sind die so begeistert von der Bibel, von Jesus, von der Kirche? Ich kann das nicht verstehen. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der seit Neuem in der Kirche dabei ist und du kannst das nicht verstehen. Aus deiner Sicht das Langweiligste, lauter Gebote. Warum tun sie sich das an? Mir geht es immer so, wenn ich Leuten erzähle, dass ich ein Pastor bin, dann denken sie, was ist passiert? Das passt irgendwie nicht so in das, was sie erwarten würden und sie glauben, irgendein Blitz hätte mich getroffen oder so. Ich versichere dann, dass alles okay ist, aber es ist für sie eine ernsthafte Frage, was ist da so los? Und ich finde, es ist eine berechtigte Frage, sich zu fragen, was inspiriert jetzt die Christen so wirklich an ihrem Glauben? Wenn du eher als kritisch Denkender dabei bist, ich hoffe, dass du so eine Antwort dafür bekommst in dieser Predigt und so selbst ein bisschen inspiriert wirst, um da ein wenig nachzuhaken. Wenn wir da auf die Spur gehen, was inspiriert uns Christen, dann müssen wir zurück zur Quelle. Zum Ursprung des christlichen Glaubens, und das ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Egal, was du von ihm hältst, diese Person hatte einen unglaublichen Einfluss in den letzten 2000 Jahren. Ich würde behaupten, es gibt keine Person, die auch unsere Gesellschaft so geprägt hat, wie die Person von Jesus Christus. Direkt und indirekt hatte er geistesgeschichtlich einen unglaublichen Einfluss. Das heißt, irgendetwas an dieser Person von Jesus muss ja inspirierend sein, sonst hätte er nicht einen solchen Einfluss. Ich habe mich mal gefragt, ja, was ist jetzt das so Inspirierende an Jesus? Wenn man das versucht, so auf den Punkt zu bringen, was ist es? Und das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich habe mir darüber den Kopf zerbrochen und ich glaube, nebst den Wundern, die er getan hat, nebst seiner beeindruckenden Predigten und Lehren, glaube ich, im Kern war es der Umgang, den Jesus mit den Menschen hatte. Und ich glaube, dass dieser Umgang von Jesus ganz anders war, wie das, was die Menschen damals kannten und etwas, das sie zutiefst inspiriert hat. Bevor wir darüber nachdenken, eine kurze Randbemerkung für alle Theologen.
wenn du dich störst an diesem Begriff Inspiration, ja, wir gebrauchen den Begriff nicht so wie in der Theologie. Da geht es bei der Inspiration meistens darum, dass die Bibel inspiriert ist, dass sie vom Heiligen Geist eingehaucht ist und damit auch Gottes Wort ist, nicht nur ein Buch wie alles andere. Wir brauchen das Wort in einer anderen Bedeutung heute, nämlich also etwas, das uns fasziniert und auf eine kreative Art irgendwo etwas auslöst in uns, dass wir etwas tun. Damals, zur Zeit von Jesus, war es so, dass die meisten Menschen, vor allem die Menschen, gerne hatten und geliebt hatten, die auf irgendeine Art gleich waren wie sie selbst. Man könnte das ein bisschen so vergleichen. Ich verteile jetzt da mal ein wenig Liebe und als Kriterium für die Liebe suche ich mit die Menschen aus, die ähnlich sind. Ich denke, wo ist da jemand, der von St. Gallen kommt? Haben wir jemanden? Ja, genau. Oh, dich kann ich gern. Danke vielmals. Schau, ich habe ein Schöckeli für dich. So, darfst du eins aussuchen? So lieb, danke. Dann suche ich mir jemanden aus, der eine Glatze hat. Wer hat eine Glatze? So. Urs, du bist mir sympathisch. Du hast eine Glatze, darfst du eins aussuchen? Danke vielmals. Dann suche ich mir die aus, die etwa ähnliches Alter haben. Wer ist da jung? Ja, genau. So, ihr dürft gerade alle 3 eins haben. Ja, genau. Und so ähnlich war das zu dieser Zeit. Also die Juden haben die Juden geliebt, die Römer, die Jungen, die Jungen, diejenigen, die in deiner Familienbande sind, schon und die anderen nicht so. Heute ist es zu einem großen Teil anders, auch dank dem Einfluss von Jesus, aber so ganz dann doch nicht. Wenn du mir nicht glaubst, dann wechsle mal deinen Wohnort von St. Gallen nach Zürich. Und ich sage dir, es gibt viele Leute, die haben als Zürcher lieber die Zürcher. Du kannst auch als Zürcher irgendwo sonst in die Schweiz gehen und du wirst das Ähnliche erleben. Aber wir haben als Menschen so eine natürliche Neigung, dasjenige gerne zu haben, das uns ähnlich ist. Oder man könnte sagen, Gleichheit ist so fast ein wenig eine Voraussetzung für Liebe oder für einen freundlichen Umgang mit anderen. Etwas, das heute dazu kommt, ist, dass unsere Gefühlswelt unglaublich entscheidend ist, wenn es darum geht, wen ich gerne habe und mit wem ich freundlich bin und mit wem nicht. Das sieht dann etwa so aus, dass du dir überlegst, wo spüre ich etwas? Wen habe ich so, wo bewegt es mein Herz ein bisschen? Und dann denkst du, oh, die Berge, das habe ich gerne, da gehe ich gerne hin. Du siehst jemanden und du spürst irgendwie innerlich etwas, und das hast du gerne. Es ist aber auch umgekehrt. Wenn du einen schlechten Tag hast, dann hast du niemanden gerne. Warum? Weil du schlechte Gefühle hast und dann plötzlich sind alle betroffen und du hast niemanden mehr gerne. Wir werden noch ein wenig darüber reden. Liebe hat oft auch einfach die eigene Gefühlswelt als Voraussetzung. Wir lieben dann, wenn wir es fühlen, und wir lieben nicht, wenn wir es nicht fühlen. Und worin unsere Gesellschaft gleich ist wie diejenige damals, zur Zeit von Jesus, die wenigsten Menschen würden Liebe in der Kirche suchen. Man sucht Liebe vielleicht in einem Partner, man sucht Liebe in einem Hobby oder in dem einen Auto, das du dir seit Jahren wünschst, und wenn du es hast, das ist wahre Liebe. Aber die wenigsten Menschen würden auch heute auf die Straße gehen und in eine Kirche gehen, wenn sie Liebe suchen. Egal, ob es um diese Voraussetzungen von Gleichheit oder von Gefühlen geht oder ob Gott der Ort ist, wo wir Liebe suchen, bei Jesus war das ganz anders. Und ich glaube, dass das etwas ist, das die Menschen zutiefst beeindruckt hat, das Menschen inspiriert hat und einen riesigen Einfluss hatte.
Wir werden später noch mehr darüber nachdenken. Wir wollen aber die eine Liebestat von Jesus anschauen, die das wahrscheinlich am besten verkörpert, was bei Jesus Liebe wirklich bedeutet. Das war ein Ereignis und darüber berichtet uns die Bibel folgendermaßen. Diese Liebe, also diese Liebe von Jesus, sie zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist ohne Zweifel die größte Liebestat, die es gibt. Jesus hat uns Menschen geliebt, obwohl wir so anders waren als er. Obwohl wir so anders sind als er. Er als Sohn Gottes liebt uns als sündhafte, gottlose Menschen. Er liebt uns, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Ohne dass wir eine Gegenleistung bieten könnten für diese Liebe. Und er hat uns geliebt als Menschen, obwohl er wahrscheinlich, als er am Kreuz hing, nicht positive Gefühle hatte für diejenigen Menschen, die ihn verurteilt hatten und an das Kreuz schlugen. Jesus hat uns in dem Moment geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und es heißt hier im ersten Satz, er ist für uns gestorben. Er ist nicht einfach für sich selbst gestorben oder weil er es verdient hat, er ist für uns gestorben. Warum denn das? Der Bibeltext erklärt es ein wenig, weil wir sündhafte, gottlose Menschen waren, hat Jesus unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen und hat uns mit Gott versöhnt. Das, was wir verdient hätten aus Gottes Sicht, hat Jesus ertragen am Kreuz und uns so seine Liebe gezeigt. Was heißt das für uns? Wenn wir zu Jesus kommen und wollen, dass er uns gerne hat, dann müssen wir nicht perfekt oder heilig sein. Wir müssen es auch nicht zuerst verdienen durch gute Taten. Wir können kommen, so wie wir sind, und er liebt uns. Und das ist wirklich erstaunlich. Da haben die meisten Menschen ein völlig falsches Bild von Gott. Sie glauben, man muss zuerst fromm werden, heilig werden, es verdienen und dann vielleicht liebt uns Gott. Und dem ist überhaupt nicht so. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Wenn du von dir selbst sagen würdest, ich bin ein gottloser Mensch, Gott liebt dich total. Und er zeigt auch dir seine Liebe darin, dass er seinen Sohn Jesus als Kreuz gegeben hat für dich. Jesus hat seine Liebe für dich dadurch gezeigt, dass er für dich gestorben ist. Du kannst es dir nicht verdienen. Das heißt nicht, dass Gott alles gut findet, was du getan hast. Aber es ist für ihn nicht einen Grund, dich nicht zu lieben. Er liebt dich absolut. Die Bibel sagt, es gibt nichts im Himmel oder auf der Erde, das uns trennen könnte von der Liebe von Jesus. Und das ist auch für dich wahr. Es war der Wunsch von Jesus, dass du diese Liebe auch selbst erfahren kannst. Und du kannst das ganz einfach tun, indem du als Mensch in einem Gebet zu Gott kommst. Indem du deine Sünden bekennst, indem du sagst, es tut mir leid, das war nicht in Ordnung. Und das, was Jesus für dich getan hat, als ein Geschenk annimmst. Wir denken in der Kirche immer wieder daran, wenn wir das Abendmahl feiern. Und du hast beim Eingang einen solchen Becher bekommen. Und wir wollen miteinander dieses Abendmahl jetzt feiern. Beim Abendmahl denken wir daran, das ist durch das Brot oder was auch immer das ist da drin, werden wir erinnert, dass Jesus seinen eigenen Körper für uns hingegeben hat am Kreuz. Mit dem Traubensaft, der da drin ist, denken wir daran, dass er sein Blut vergossen hat für uns.
Es ist eine Einladung auch an dich. Und wenn du sagen möchtest, ja, ich möchte diese Einladung annehmen. Ich weiß, dass ich schuldig bin vor Gott und es tut mir leid. Dann darfst du mit uns dieses Abendmahl feiern und dir vergegenwärtigen, dir bewusst machen, dass einer für dich gestorben ist und dich mit Gott versöhnt hat. Ihr könnt die erste Folie da abtrennen. Ich möchte mit euch beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diese erstaunliche Liebe, die du uns gezeigt hast am Kreuz. Wir verstehen nicht, warum du dein Leben für unseres hingegeben hast, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir in einem Zustand waren, der ganz anders war als deiner. Wir staunen und danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Und alle, die mit mir dieses Abendmahl feiern, wir wollen dieses Geschenk annehmen. Wir wollen dir Danke sagen für deinen Tod am Kreuz, für deine Liebe, die du uns gezeigt hast. Danke für das Brot, für den Traubensaft. Danke, dass wir daran denken dürfen und unverdient empfangen dürfen. Vergebung, ein neues Leben, eine versöhnte Beziehung mit dir. Was für ein Geschenk. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Eine erste Antwort, warum das Leben von Jesus uns so inspiriert, ist genau das, dass diese Liebe von Gott, in dem, was Jesus für uns getan hat, erfahrbar wird. Und jeder, der das erlebt hat selbst, das macht etwas in deinem Herzen. Das verändert etwas. Nicht nur, dass du Jesus als abstraktes Vorbild für dich nimmst und sagst, so möchte ich auch leben, sondern du hast diese Liebe selbst erfahren. Und das wiederum befähigt dich und ermutigt dich auch, andere auch so zu lieben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von uns zu Hause. Meine Frau Rebecca und ich, wir haben einen Bibelvers bei uns im Schlafzimmer an der Wand und da heißt es, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt in Johannes 13, Vers 34. Und es zeigt den Wunsch von Jesus, dass wir selbst diese Art von Liebe, die wir von Jesus erfahren haben, wiederum anderen zeigen. Dass wir uns im Umgang mit anderen Menschen an dem orientieren, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und wir wollen uns das ein wenig genauer anschauen. Jesus hat uns geliebt, obwohl wir so anders sind wie er. Manchmal vergessen wir das. Lieben, wenn andere anders sind. Wir denken, es ist das Normalste, dass Jesus uns Menschen geliebt hat. Das ist aber überhaupt nicht so. Jesus ist als Sohn Gottes vom Himmel auf diese Erde gekommen. Und nur schon darin ist er total anders wie wir. Niemand von uns kann das behaupten. Gott im Himmel war sein Vater. Er war komplett ohne jede Schuld, ohne jede Sünde. Jesus war allwissend und allmächtig. Und obwohl Jesus so anders war wie die Menschen um sie herum, hat er nicht von oben auf sie herabgeschaut, sondern er ist einer geworden wie wir. Und darin ist Jesus ganz anders auch als das Bild, das die Menschen damals von Gott hatten. Im Alten Testament findest du fast keinen Vers, wo es heißt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Gott begegnet den Menschen auch eher so als unnahbarer, heiliger, respekteinflößender Gott. Wenn man ihm zu nahe kam, dann musste man sterben. In das Allerheiligste, in die Nähe von Gott, durften nur ganz bestimmte Menschen nach einer riesig langen Prozedur zu bestimmten Momenten kommen. Gott war nicht bekannt dafür, dass er ein nahbarer Gott war. In Jesus hat Gott eine ganz andere Seite von sich gezeigt, nämlich, dass er uns ganz nahe gekommen ist, dass er einer von uns geworden ist.
Und obwohl er sich so erniedrigt hat, verurteilt er uns nicht, sondern begegnet uns auf Augenhöhe und liebt uns. Einer der Jünger von Jesus, der mit ihm unterwegs war, hat das folgendermaßen beschrieben. Johannes schreibt am Anfang seines Briefes, schreibt er, was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Er redet hier von Jesus, davon reden wir. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Die Jünger waren so inspiriert und begeistert von Jesus, weil man konnte ihn anlangen. Man konnte ihm zuhören. Man konnte ihn irgendwo sich ihm nahen. Und das war etwas, das sie so vorher von Gott nicht gekannt haben. Jesus hat die Menschen geliebt, völlig unabhängig davon, wer sie waren, wie anders dass sie waren wie er. Er hat sie einfach geliebt. Jesus hat das auch gelehrt. Er hat gesagt, bei euch heißt es, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Bei Jesus Liebe zu bekommen, musste man nicht aus Bethlehem kommen. Man musste auch nicht Jude sein. Eines der befeindeten Nachbarvölker, die Samariter, die waren bei den Juden verhasst. Jesus hat sie geliebt. Er ist mit ihnen nicht anders umgegangen, wie mit denen, die im Punkt der Herkunft vielleicht ähnlicher waren als er. Um von Jesus geliebt zu werden, musst du auch heute nicht in der Kirche geboren sein. Du musst auch nicht irgendwie besonders heilig sein oder eine bestimmte Kleidung tragen oder ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Jesus liebt dich, so wie du bist. Und das ist völlig erstaunlich. Was heißt das für uns? Auch für uns darf Andersartigkeit nicht eine Voraussetzung für Liebe sein. Wenn Menschen in einem Punkt anders sind wie wir, dann können wir, die Jesus kennen, nicht mit ihnen von oben herab umgehen. Jesus hatte keine Berührungsängste mit Menschen, die anders waren als er, und so dürfen wir das auch nicht. Ich habe da mal 4 Gruppen von Menschen aufgeschrieben, die wahrscheinlich anders sind wie du. Das wären vielleicht Obdachlose, da waren Menschen mit einer anderen politischen Meinung, da wären Menschen, die vielleicht besonders krank sind oder Menschen, die viel älter oder jünger sind wie du. Eure Aufgabe ist es, zu zweit oder alleine sich mal 2-3 Minuten zu überlegen, wie kann ich diese Menschen lieben, obwohl sie in einem Punkt ganz anders sind wie ich. Was sind konkrete Dinge, die ich tun kann, um diesen Menschen Liebe zu zeigen? Oder du kannst dich auch fragen, wie hätte Jesus diese Menschen geliebt? Und die Antwort wird sehr ähnlich sein. Ich gebe euch 2-3 Minuten zu zweit oder alleine, um euch das mal so zu überlegen.
Ich höre es, dass da doch einige spannende Gedanken im Umlauf sind. Als ich Teenager war, da waren so Armbändeli in, wo drauf stand, What would Jesus do? Wer von euch kennt die noch? Ich glaube, dass das eine gute Frage ist im Umgang mit anderen Menschen, wenn wir uns fragen, wie würde Jesus diese Person lieben? Es passiert so schnell und wir lassen uns einfach von so dem leiten, was sonst so gelebt wird in unserer Gesellschaft, und wir vergessen, dass wir anders lieben sollen und uns von dieser Frage auch so leiten lassen können. Etwas Zweites, das die Liebe von Jesus so unterscheidet von unserer menschlichen Liebe, ist, dass Liebe bei Jesus völlig unverdient verschenkt wurde. Auch wenn wir das nicht gerne zugeben, ist Liebe manchmal schon sehr berechnend. Das beginnt in kleinen Dingen. Ich überlege mir zu Hause, also ich hatte den Geschirrspüler letztes Mal ausgeräumt, jetzt wärst du mal dran. Oder wenn ich es mache, macht sie es vielleicht auch. Es können auch größere Dinge sein und du sagst, ja, wenn ich meine Großmutter pflege, dann bekomme ich vielleicht ein größeres Erbe. Wir würden das ja nicht gerne zugeben, aber manchmal sind das doch so Motive, die uns völlig unterscheiden von dem, wie Jesus geliebt hat. Jesus hat die Menschen geliebt, die ihm nichts zurückgeben konnten. Und die Menschen haben sich daran gestört, dass er sie gerne hatte. Er hat sich daran gestört, dass er Prostituierte, Ausländer, Steuerantreiber um sich herum hatten. Die Menschen, die konnten das fast nicht ertragen, dass er sie geliebt hat, obwohl sie ihm nichts zurückgeben konnten. Jesus hat 100 Pralines verteilt, auch im Wissen, dass er vielleicht keines zurückbekommt. Jesus hat seinen Jünger, den Judas, geliebt, obwohl er wusste, der wird mich verraten. Ich wäre gewesen, ja nein, du kommst von Anfang an nicht in Frage. Jesus war in dem Punkt ganz anders. Der ultimative Begriff für diese Eigenschaft der Liebe, glaube ich, ist das Wort dienen. Weil beim Dienen, da geht es nicht um mich selbst, sondern darum, dass ich etwas für dich tue. Es ist etwas absolut Unegoistisches. Und Jesus hat gedient, er hat von sich selbst gesagt, wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Jesus war bereit zu dienen, zu geben, selbstlos zu lieben, ohne etwas zurückzuerwarten. Was sind das für Menschen in unserem Umfeld, die wir lieben können, wo vielleicht nichts zurückkommt? Wie wäre es mit Menschen, die dich kritisieren? Du sagst etwas Gutes, es wird verdreht und kommt als Kritik zurück. Jesus hat auch diese Menschen geliebt. Jesus hat für sie gebetet. Er hat ihnen Gutes getan. Er hat selbst einen Unterschied gemacht und nicht das Negative, das er bekommen hat, zurückreflektiert, sondern in diesem Punkt war er ganz anders. Einer der Professoren während meines Theologiestudiums hat mich besonders beeindruckt. Nicht nur, weil er einfach ein intelligenter Typ war und unglaublich gut gelehrt hat, sondern er hatte uns mal in einer Pause Folgendes erzählt, dass er eine Frau zu Hause hat, die seit Jahrzehnten schwer krank ist. Und er hat über Jahrzehnte sie gepflegt, für sie versorgt, und das war nicht eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit groß mehr beruhte, sondern da hat er so viel hineingegeben und so wenig zurückbekommen. Und zu wissen, dass da ein Professor vor mir steht, der das über Jahrzehnte so Liebe gelebt hat mit seiner Frau, das hat mich tief beeindruckt. Diese Liebe ist so anders wie das, was wir heute kennen. Er hat geliebt im Wissen, da werde ich wenig zurückbekommen. Ich sehe da so viel Liebe von Jesus drin. Und ich glaube, unsere Beziehungen auch, unsere Freundschaften, unsere Ehen brauchen mehr von dieser Liebe. Dass wir geben, auch wenn es der andere nicht verdient hat,
Wir geben, auch wenn vielleicht wenig zurückkommt. Und ich glaube, als drittes müssen wir über etwas reden, was mit unserem Zeitgeist ein wenig zu tun hat. Und wir sind uns dem vielleicht zu wenig bewusst. Und das hat mit unseren Gefühlen zu tun. Es geistert heute unter den jungen Generationen so eine Lüge umher. Nämlich, dass man nur dann authentisch lebt, wenn man etwas auslebt, was man innerlich fühlt. Das tönt dann vielleicht so: Ich fühle mich noch nicht bereit, ihm zu vergeben. Oder es gibt viele Hollywood-Filme, wo ein Paar nicht mehr Gefühle hat für den anderen, und das ist die Legitimation, um fremd zu gehen. Wenn du etwas mehr fühlst für einen anderen, dann liebst du eigentlich diese neue Person mehr. Oder in der Kirche, das tönt bei jungen Leuten, die sagen, ich fühle mich noch nicht bereit, mich taufen zu lassen. Aber es ist in allen Punkten ist es die innerliche Gefühlswelt, die darüber entscheiden soll, ob ich etwas tun oder nicht tun soll. Und darf ich da ehrlich sein? Du musst es nicht fühlen, um zu lieben. Du musst es nicht fühlen, um andere zu lieben. Jesus hat Menschen geliebt, auch wenn er das nicht gerade gefühlt hat. Also garantiert, als Jesus am Kreuz hing, da hatte er wahrscheinlich nicht positive Gefühle gegenüber den Soldaten und Leuten, die ihn verschlagen hatten. Er hat sie aber dennoch geliebt. Er hat ihnen dennoch vergeben. Manchmal muss die Liebe auch von außen nach innen und nicht nur von innen nach außen. Also wenn ich nur den Geschirrspüler dann ausräume, wenn ich mich danach fühle, das mache ich nie, oder? Wenn du nur die Bibel dann liest, wenn du dich danach fühlst, weil es sonst nicht authentisch wäre, wirst du es meistens nicht tun. Wenn du nur ins Fitness gehst, wenn du dich danach fühlst, deine arme Fitness. Gott, sich selbst oder andere zu lieben, heißt auch dann Gutes zu tun, das Richtige zu tun, wenn wir es nicht fühlen. Die Bibel wählt da ein wenig andere Worte, meint aber etwas sehr Ähnliches damit. In Johannes 15, Vers 9 heißt es: Wie mich mein Vater liebt, da sagt es Jesus nochmals, so liebe ich auch euch. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch liebe. Wir bleiben in der Liebe von Jesus, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir das tun, was richtig ist, auch wenn wir es nicht fühlen. Und wieso möchte das Jesus? Es heißt hier in Vers 12, damit seine Freude in uns vollkommen wird. Das heißt, wenn wir lieben, obwohl wir es nicht fühlen, werden wir eine neue Dimension der Freude entdecken. Genauso wie du eine neue Dimension der Fitness entdeckst, wenn du ins Training gehst, auch wenn du es nicht fühlst, wirst du eine neue Dimension der Liebe entdecken, wenn du Gutes tust, Gebote hältst, das Richtige tust, auch wenn du es nicht fühlst. Es gibt so viele Situationen, in denen wir lieben können, auch wenn wir es nicht fühlen. Wenn du einen Streit hast, dann hast du ja nicht besonders positive Gefühle der anderen Person gegenüber. Aber genau da kannst du lieben. Du kannst lieben, indem du nichts Unüberlegtes sagst, indem du nicht persönlich wirst, indem du versuchst, einen gemeinsamen Nenner zu finden, indem du positiv redest, indem du für die Person betest, die dich aufregt. Du kannst lieben, ohne es zu fühlen, wenn du verzichten musst. Verzicht löst ja meistens nicht deine positive Gefühle aus, aber du nimmst keine Opferrolle ein, wenn du sagst, ja, ich wäre halt lieber in den Bergen am Sonntag, aber jetzt gar nicht halt in den Gottesdienst. Dann wäre ich selten da im Gottesdienst am Sonntag. Sondern das Richtige tun, zu lieben, auch dann, wenn ich es nicht fühle. Ein Bibelvers,
den habe ich im letzten Jahr gefunden, der gefällt mir ganz besonders. Im Psalm 119 heißt es, deine Gebote will ich gern befolgen. Ja, es ist mir zur Gewohnheit geworden, unbeirrt nach deinen Leitlinien zu leben. Ultimativ auf die Probe gestellt wird das dann, wenn Gott eine andere Meinung hat wie du in einem Punkt. Liebe heißt das zu tun, was Gott gefällt, auch wenn du das vielleicht anders siehst. Und nicht das Opfer zu sein, ja, jetzt muss ich halt. Nicht sich zu beklagen und sagen, ja, ich wäre nicht authentisch, ich mache einfach das, wie ich mich fühle. Sondern Liebe heißt, sich zu entscheiden, Gutes zu tun, auch dann, wenn du es nicht fühlst. Ich bin mir sicher, irgendwo in dieser Predigt hast du konkrete Situationen oder Personen, sind in deinem Kopf herumgegeistert, wo du gedacht hast, das wäre etwas, das müsste ich machen. Wo du gemerkt hast, die Liebe von Jesus, die inspiriert mich, anders zu lieben, wie ich das vielleicht bisher getan habe. Vielleicht bist du ermutigt, weil du sagst, das tue ich eigentlich ganz gut. Da will ich daran festhalten. Vielleicht fühlst du dich überführt, weil du merkst, oh, da habe ich ein falsches Bild von Liebe gelebt. Was wir tun möchten miteinander ist, dass wir in einem Gebet auch Gott so eine Antwort geben auf seine Worte. Darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen? Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir miteinander beten können. Du kannst das für dich an einem Platz tun. Du kannst auch während dem nächsten Lied zu einem unserer Kleingruppenleiter nach vorne kommen. Sie werden beim Kreuz sein und vorne im kleinen Saal. Sie werden gerne mit dir beten. Wenn du eine Not hast, du sagst, hier fällt es mir so schwer zu lieben. Das bewegt mich. Ich möchte da gerne mit jemandem beten. Wir möchten das gerne mit dir tun. Du kannst zu uns kommen und wir beten gerne mit dir. Vielleicht hast du auch gemerkt, diesen Jesus, ich kenne den sogar noch nicht selbst. Diese Liebe von Gott, ich habe davon gehört, aber ich möchte sie selbst erfahren. Gerne beten wir mit dir, auch so, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst. Wenn du das möchtest, darfst du auch zu jemandem kommen, der einen solchen roten Bändel anhat. Wir beten gerne mit dir. Lasst uns beten. Jesus, wir staunen über das, wie du Menschen geliebt hast. Nicht nur darüber gelehrt hast, sondern das auch konkret ausgelebt hast. Wir staunen, wie du Andersartige geliebt hast, unverdient geliebt hast und auch dann geliebt hast, wenn du dich nicht danach gefühlt hast. Und Herr, so möchten auch wir lieben. So wie du uns geliebt hast, möchten auch wir andere Menschen lieben. Und ich bete, dass du gerade jetzt uns aufzeigst, wo wir konkret etwas an unserem Verhalten ändern sollten, wo wir gut unterwegs sind, dass du uns ermutigst, dass du uns hilfst, eine mutige Entscheidung zu treffen und zu sagen, da möchte ich anders leben als bis jetzt. Ich möchte von dir inspiriert so lieben, wie du das getan hast. Heiliger Geist, rede zu uns in den nächsten Minuten. Hilf uns, so zu beten, dass es dir gefällt. Und übernimm du jetzt die Leitung und das Reden in den nächsten Minuten. Amen.